Wir haben ziemlich sicher die erste Nacht überlebt. Wir sind in unserem ersten kleinen Häuschen. Es hat zwar kein Glas in den Fenstern, aber das wird ziemlich sicher gut kommen. Am neuen Tag wenn wir Essen finden. Wir sehen unten am Bildschirm zwei Skalen. Auf der rechten Seite sind das so Kühlen, Poulet-Kühlen oder irgendwelche sonst Fleischkühlen. Und das ist nicht ganz voll. Das heißt, wir sind nicht ganz satt. Wenn wir nicht ganz satt sind, dann regenerieren wir uns nicht richtig. Auf der linken Seite sehen wir unsere Gesundheit und wir sehen da, wir sind nicht ganz voll. Wenn wir aber satt werden, dann kommen auch die Herzchen nachher auf volles Potenzial. Das heißt, für den neuen Tag zwei Aufgaben für uns: Essen finden und dann auch Eisen finden für bessere Werkzeuge. Das Eisen dann auch einschmelzen zu guten Werkzeugen verarbeiten. Wir sehen jetzt, die Sonne ist am Aufgehen, ein neuer Tag startet, wir gehen schon mal los. Wir sehen jetzt hier noch ein bisschen Monster am Rumstehen. Die einen werden sterben, wenn es hell genug wird. Das Schwarze dort unten ist ein Enderman, dem dürfen wir nicht in die Augen schauen. Der wird dann aggressiv, also wenn wir das Kreuzchen auf seine Augen legen. Wir sehen da unten ein paar Zombies, die brennen, weil die Sonne jetzt kommt. Und ein Schaf, das ist unser erstes Essen, das metzgen wir. Wird dann später vegetarischere Format geben zum Essen da. Ich habe jetzt eine Wolle bekommen, sieht man unten beim 4 und beim 7, 4 da, 7 da. Ein bisschen Fleisch, aber das gibt mir mehr Nahrung, wenn ich es noch brötle oder koche in einem Ofen. Das heisst, wir essen es jetzt nicht gerade sofort. Wir suchen noch mehr Schäfli, weil wir brauchen auch noch Wolle für ein Bett. Das Bett heisst, wir können schlafen in der Nacht, wir nicht warten jedes Mal, bis es morgen wird. Wir suchen Eisen und wir suchen Kohle, um ein Feuer zu machen, um das einschmelzen. Dort oben hat es Kohle. Wir können raufschwimmen in dem Wasserfall. Mal schauen. Ich drücke jetzt die Space-Taste, Leertaste, um raufzugehen im Wasser. Mit der Pickaxe komme ich ein bisschen näher zu dem Kohle da, das Schwarze. Da links ist auch noch Kupfer. Das bringt im Moment jetzt uns nicht sehr viel, sogar gar nichts. Wahrscheinlich gar nichts. Ja, mit dem Holzpickaxe können wir Kupfer nicht abbauen, haben wir nichts bekommen. Aber Kohle schon. Wir sehen unten am Pickaxe jetzt, es ist fast kaputt. Der Holzpickaxe geht halt sehr schnell kaputt. Jetzt ist es kaputt gegangen, wir können also nicht mehr da holen. Wir müssen jetzt ein Steinpickaxe bauen. Wir haben aber ein bisschen Kohle mitnehmen und kumpen da runter. Wenn wir im Wasser landet, tut es nicht weh. Irgendwie zu unserem Häuschen raufkommen. Ups. Mal schauen, ob wir das können. Schwierig, he? Dadurch schwierig, aber ich habe jetzt 23 Erde und kann jetzt da gegen oben zeigen. Die Space-Taste macht, dass ich gumpe. Wenn ich in der Luft bin, ich habe jetzt Erde in der Hand. Ich drücke die rechte Maustaste drücken und das baut jetzt immer, wenn ich gumpe, wieder eins drauf. Und so kann ich jetzt ein Türmchen bauen und da raufkommen. So, da innen muss ich jetzt einen Steinpickaxe machen, weil ich keine mehr habe. Und jetzt, das ist besser, da kann ich auch
Eisen abbauen damit oder Kupfer. Und was ich jetzt auch noch mache, kann ich nicht. Ich werde jetzt einen Ofen bauen, aber ich brauche für das 8 Steine und ich habe nur 6. Das können wir jetzt relativ schnell fixen. Indem ich jetzt Steine abbauen. Wir sehen, mit der Steinpickaxe geht es besser als im letzten Tutorial auf dem Kanal mit der Holzpickaxe. Okay, jetzt sollte ich einen Ofen bauen. Ofen, jawohl. Ich kann einen Ofen bauen und mein Essen drin bräteln. Also, ich wähle den Ofen, Rechtsklick baue ich es, Rechtsklick drauf. Sehe ich, unten hat es für Brennmaterial, da tue ich Kohle drin. Oben hat es das, was ich bräteln will. Und jetzt geht das über und gibt mir Essen. Das erste Ziel erreicht. Das nehme ich jetzt da rein. Und jetzt können wir unten schauen, ich bin nicht ganz satt. Ich wähle jetzt das Fleisch. Rechtsklick, lang Rechtsklick, jetzt bin ich voll satt und jetzt haben wir auch gesehen, die Herzchen links sind auch wieder aufgefüllt. Nächstes Ziel ist irgendwo mehr Wolle finden, aber auch mehr Eisen finden. Da hat es Kupfer, das bringt mir nicht sehr viel, aber ich nehme mal eins. Unten dran hätte ich nochmal eins. Nehmen wir auch gerade mit. Wir können ein bisschen Sachen bauen mit Kupfer, aber nicht gerade die Sachen, die ich jetzt brauche. Eisen ist manchmal ein bisschen schwierig zu finden. Da oben hat es Eisen. Die 4 da sind Eisen. Das ist sehr gut. Vielleicht sind es mehr als 4. Wir werden es sehen. Nein. Nur 4. 4 Eisen ist schon genug, um einen Eisen-Pickaxe zu machen. Was dann noch ein bisschen besser ist, aber halt nicht viel mehr als das. Wir sehen die Gesundheit von unseren Werkzeugen unten an dem kleinen Bälkchen. Nimmt immer ein bisschen ab, aber ein Stein-Pickaxe hebt schon viel besser als ein Holz-Pickaxe von vorher. Jetzt müssen wir den Weg wieder zurückfinden. Nicht immer simpel. So, ich kann jetzt ein bisschen suchen. Und es ist wieder Tag geworden in der Zwischenzeit. Um wieder zurückfinden zu meinem Häuschen mit dem ganzen Zeug. So, ich habe gedacht, ich finde mein Häuschen gar nie. Wir gehen das Eisen, das wir gefunden haben, immerhin die 4 schmelzen. Jetzt kann ich das aufziehen in meinen Ofen oder ich kann einfach Shift-Klick machen und dann geht es automatisch auf. Ich kann ja jetzt auch mehr. Ich könnte einen zweiten Ofen bauen, wo ich mit Kupfer auch parallel könnte schmelzen. Der Ofen kostet nur Stein, ist also nicht sehr teuer. Wir bauen hier nochmal einen Ofen, wir haben ja auch noch mehr. Ich kann jetzt Shift klicken und Kohle. Dann ist das drin und Shift und Kupfer, dann brennt das auch schön durch. Das ist allerdings auch schon praktisch fertig. 4 Eisen. Wir wollen unbedingt als erstes einen Eisen-Pickaxe. Weil nur mit dem Eisen-Pickaxe können wir Goldklumpen abbauen. Was wir jetzt auch noch machen wollen, ist eine Fackel, dass wir im Dunkeln gleich noch ungefähr sehen, wo unser Haus ist. Das heisst, ich nehme jetzt ein paar von denen, ziehe es da über, nehme jetzt ein paar, ich kann jetzt Kohle und ich kann jetzt Rezept zum Beispiel suchen für Fackeln. Das ist das. Wir sehen, das ist ein Stick und Kohle. Ich habe eben nicht sehr viele Sticks. Das heisst, ja, ich nehme mal die 4, aber Sticks weiss ich, macht man so. 2 Bretter aufeinander. Ich klicke ein paar Mal, nehme 16. Dann jetzt einen Stecker da.
und kohlen da. Shift, jetzt habe ich 60 Fackeln. Und dann tun wir da zuvorderst eine Fackel an, dass wir von weit her ein bisschen Licht sehen. Weil ich habe ein bisschen Schreck gehabt, dass ich mein Haus fast nicht mehr gesehen habe. Da tun wir auch, dass es ein bisschen beleuchtet ist. Und dann suchen wir auch noch weitere Schäfli zum Wolle können bekommen, um dann ein Bett zu bauen. Ich nehme jetzt einen kleinen Weg auf mich zum Schäfli suchen oder sonst auch Fleisch. Aber Schäfli hat den Vorteil, dass man auch noch mal eine Fackel nochmal eine Fackel. Dass wir auch noch Wolle bekommen, die wir für ein Bett dringend brauchen. Eine Kuh, es gibt immerhin Fleisch. Und dann noch ein bisschen Pilz sammeln. Ich drücke jetzt Space drücken, wenn ich im Wasser bin, um an der Oberfläche zu bleiben. Das hat auch noch ein bisschen Leder gegeben. Vielleicht nochmal eine Fackel legen da, dass wir den Heimweg wieder finden, wenn es dunkel ist. Schäfli. Jetzt, wenn ich eine Schere hätte, könnte ich das Schäfli scheren, ohne das umzubringen. Ich würde aber natürlich kein Fleisch bekommen. Aber jetzt haben wir es dann nicht vegetarisch weggemacht. Jetzt gehe ich zurück zu meinem Haus und sortiere dann ein bisschen und baue ein Bett vor allem. Blumen können wir nutzen, zum Farben machen. Dann können wir vielleicht sogar ein blaues Bett machen, wenn wir genug haben. Das wäre doch ein Ziel, ein blaues Bett machen. Dann zeigen wir, wie man ein Bett baut. Vielleicht nehmen wir gerade da Kürbis mit. Kürbis könnten wir später brauchen, zum Kürbiskuchen machen. Das braucht allerdings auch Zucker und Eier. Wie man weiss. Ich nehme ein paar mit, ich kann Samen daraus gewinnen und dann mehr anpflanzen. Dort sehe ich jetzt mein Häuschen. Ich könnte natürlich auch probieren, eine Leiter dort rauf zu machen. Das machen wir da so schnell wie es geht, eine Leiter. Das muss ich jetzt halt nochmal eine Werkbank machen. Und schauen, wie viele Leitern brauchen wir. Sticks. Okay, das heisst, wir müssen jetzt Sticks machen. So viel wie es geht. Wo haben wir Sticks? 62 Sticks. Ja, aber jetzt eine Leiter. 24 Leiter haben wir jetzt gemacht. Ich habe Shift gedrückt, um das Maximale jeweils zu machen. Das heisst, wir können jetzt da mit den Leitern da besser aufsteigen. Und sind da beim Häusli. Da haben jetzt einerseits Beef, andererseits Lamm. Das tut nicht brennen, wenn das voll ist. Das heisst, ich muss das Kupfer rausnehmen. Dann fängt es an zu brennen. Jetzt kann ich auch ein Bett machen. Mit Bretter machen. Jetzt könnte ich ein weißes Bett machen. Aber ich will ja eigentlich ein farbiges Bett machen. Für das kann ich mit diesen Blumen Light Blue Dye machen. Ich glaube, die Wolle farbig machen. Genau. Light Blue. Also der Dye 4. Gibt jetzt 4 blaue. Und jetzt da kann ich direkt ein blaues machen. 3 Wolle oben, 3 Bretter unten gibt es Bett. Das Bett kann ich zum Beispiel da innen platzieren. Und das Coole an einem Bett jetzt ist, wenn es dunkel wird wie jetzt,
kann ich Rechtsklick machen und ich schlafe direkt durch die Nacht durch bis am anderen Morgen früh.